Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Das hier sind schnell ein paar kurze Informationen zum Aufbau von diesem Let's Play und ein paar Hinweise, die ich wichtig finde. Es wird so sein, die ersten 4 Folgen, glaube ich, wenn jetzt das richtig ist, kommen komplett raus, weil das ist der Prolog. Nach diesen 4 Folgen gibt es jeden Tag immer am 2 eine neue Folge. Ich versuche die Folgen so kurz wie möglich zu behalten, dass es möglichst nicht langweilig wird. Das schaffe ich vielleicht nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Es ist halt ein grösserer Schnittaufwand, aber ich mache den Aufwand für euch. Nachher habe ich noch etwas Zweites, und zwar einen kleinen Hinweis. Leider ist es technisch nicht ganz super gut, das Ganze. Es tut mir sehr leid, meine Soundkarte knackst ab und zu, es gehört mir im Let's Play und das scheisst mir ein bisschen an. Ich hoffe aber sonst, dass es alles so ist, wie man sich das vorstellt. Ich hoffe, dass ihr Freude habt an diesem Let's Play. Und wir spielen das Spiel komplett durch, mit allen Sidequests, die wir machen können, so weit wie möglich. Und ich freue mich riesig, es ist ein super schönes Spiel. Viel Spass mit dem Let's Play. Bis später im Spiel. Danke für zuzuhören. Tschüss zusammen. Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte.
Gott segne. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Kingdom Come Deliverance. Ich freue mich extrem auf das Spiel. Mein Name ist übrigens Raphael, aka Comedy Freddy vom Geekstübli. Und ich habe gestern schon ein bisschen angespielt, nicht sehr viel. Ich habe mich die ganze Zeit vor Spoiler geschützt. Ich habe ein paar Sachen gesehen, wie Kampftechniken funktionieren. In ein paar Videos habe ich das nachgeschaut. Ich habe natürlich ein bisschen wissen, wie das Spiel ist und wie man sich es vorstellen muss. Ich habe die Beta nicht gespielt und ich bin hellauf begeistert. Das Spiel probiert so nach wie möglich an die Realität zu kommen, wie es nur irgend geht. Es gibt keine Zaubertränke, es gibt keine Einhörner, es gibt keine Monster, nichts dergleichen. Das Spiel spielt im 14. Jahrhundert. Wir sind der Heinrich, der Sohn von einem Schmied, wie ihr jetzt hier habt mitbekommen. Und ich freue mich extrem auf das Spiel und darauf, mich diesem Spiel hinzugeben und das zusammen mit euch durchzuspielen. Und ihr werdet es vielleicht jetzt in Erinnerung haben bei Horizon Zero Dawn. Da bin ich ein bisschen durchgerusht. Ich habe relativ schnell vorwärts gemacht. Es hat doch wohl auch 50 Folgen gegeben davon. Aber allerdings habe ich die meisten Nebenquests nicht gemacht. Ich versuche hier wirklich das ganze Spiel durchzuspielen, von vorne bis hinten und das als Let's Play nachher zu veröffentlichen auf YouTube. Ja, und jetzt geht es da schon darum, mit Hilfe der ersten 2 Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Okay. Ich entscheide mich, da ich jetzt das schon kenne, ein bisschen vielleicht mal auf in der Redekunst. Wir unterhielten uns in der Schenke. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst.
Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Was ich vielleicht noch gerade sagen ist, ihr habt jetzt gerade gesehen, jetzt habe ich schon Punkte bekommen. Das Spiel ist relativ simpel. Es ist relativ simpel, aber es ist trotzdem extrem kompliziert. Ich sehe es dann auch, wenn wir ins Menü gehen. Es gibt zum Beispiel keine Skillbäume, wie man die aus den normalen RPGs kennt, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, sondern einfach nur mit ganz normal wie in den alten Roleplay-Games kann man einfach seine 4 Eigenschaften aufleveln und that's it. So viel ich weiss. Ja, jetzt müssen wir schauen. Wir haben hier zur Auswahl, wie sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern. Redekunst Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Ich war bei Bianca. Und wenn John Stärke. Ich glaube Vitalität. Ja, das ist noch schwierig. Also Redekunst haben wir jetzt schon ein bisschen ausgebildet. Ich glaube, ich gehe mal noch auf Agilität. Nein. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Und da haben wir schon gesehen, ein kleines Fehlerchen, und zwar wieder in der Synchronisation. Das Ganze ist auf Englisch synchronisiert worden am Anfang. Und so wie die meisten Spiele nicht Probleme haben, hat man hier Probleme mit der Synchronstimme. In Deutsch. Das ist schade, aber es ist nicht tragisch. Es war bei Horizon Zero Dawn genau das gleiche gewesen. So, und dann möchten wir gerne wissen, ob die Freunde schon da Haben waren. Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Okay. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Okay, im Wirtshaus. Ich werde auch Dialoge total durchspielen. Für Rollenspielfans unter euch ist das sicher gut. Für andere wird es vielleicht ein bisschen langweilig, aber das ist mir egal. Das ist jetzt eine gute Frage. Es hat jede, also gut, ich glaube hier noch gerade nicht, aber es hat natürlich auch hier wieder alles Folgen, was wir machen. Wirklich alles. Ich habe gestern nur ganz wenig gespielt und es hat... man sollte nicht einfach wildfremden irgendwie oder auch im Dorf niemandem einen Schlag verpassen, sonst ist man dann landest gerade direkt in die Kiste und verreckst. Aber das habe ich ein bisschen gespoilert. Das will ich eigentlich nicht. Und ich versuche möglichst das zu verhindern, dass es nicht passiert, aber ab und zu werden wir sicher Fehler machen. Und das wird so etwas rauskommen, was wir nicht haben wollen. Ja, da kommt du eh Unrecht. Das sind doch sonst so gute Käben. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Ist echt böse auf mich. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ich will mich an dieser Stelle noch schnell entschuldigen, weil ich stelle immer wieder fest, dass es so ein bisschen so ein kleines Knattern drin hat, manchmal ab und zu im Sound.
Ich hoffe nicht, dass es das aufnimmt, aber ich befürchte, dass es aufnimmt. Und es tut mir wirklich leid. Ich habe das Problem noch nicht in den Griff bekommen. Es liegt wahrscheinlich an meiner alten Soundkarte, aber im Moment kann ich mir keine neue Soundkarte leisten und muss leider Gottes mit dem leben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ob braucht echt die Mutter vielleicht noch Hilfe? Das wäre noch interessant zu wissen. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Okay, dann gehen wir nicht zum Vater. Und Hunger habe ich ganz sicher ich etwas zu mit essen einem haben? Kater. Ich habe etwas auf Ist dem das- Tisch stehen lassen. Bedien dich. Sehr gut, Mami. Danke vielmals. Merci. So.